Unsere Jagd nach Herzteilen nimmt kein Ende. Nicht hier bei Troll Princess HD. Welcome back, friends. Welcome back, my friends. Und, jo, wir haben... Naja, wir stellen uns zwar ein bisschen doof an. Also, was heißt wir? Ich vor allem. Aber ab und zu aber doch mal so ein paar Glücks- oder wohl eher Höhemomente. Und daher kriegen wir doch ab und zu noch etwas hin. Langsam, direkt da drüben. Also so, Was zum... Ja, geht doch mal näher. Also den Typen da hinten... Ja, jetzt winkt er sogar. Hallo, so ein Typ da hinten satt. Hatte ich gerade ernsthaft, es wäre irgendwie... Naja, ihr wisst schon. So ein Kumpel aus anderen Spieleserie. Sag nur The Witcher. So, jetzt ist die Frage, hat der jetzt eigentlich auch abends offen, oder? Und dann wieder geöffnet. Jo. So, auf Quellwasser. Ja. Ich will erstmal gucken, weil eben, glaube ich, der im Süden hat doch Quellwasser. Wobei, jetzt ist der Stand ja offen, wieso gehe ich nicht selber hin? Typ ist ja bescheuert. So, das Goldensekt hatten wir auch schon. Ja, also Goldensekte finden uns echt nicht mehr viel. So noch ein paar, naja. Geiselleiter, aber ansonsten. So, wie sieht's aus? Brauchst du jetzt? Immer doch. Ja, gut. Machen wir so. Erstmal eine Fee leeren. Denn leider fehlt uns ja die 4. Flasche. Wobei, soweit ich mich erinnere, kriegen wir die 4. Flasche ja, sobald wir 20 Geisterseelen haben. Aber andererseits, bei der HD-Version kriegen wir aber für 20 was anderes. Daher bin ich jetzt gerade ein bisschen über... Vielleicht kriegen wir echt 2 Sachen. Oh, ganz vergessen, wir können ja noch hin. Ja, seht ihr, der Gleiter, der Beyblade macht's möglich. Aber sogar 2 Items. Erstmal hoch. Oder auch nicht. Na klar, vorhin nicht, jetzt schon. Oh Mann. So. Kann ich einfach hier immer wieder hin und her, genau so im richtigen Moment abfliegen. Und absteigen. Und noch ein Herzteil. Nö, ein Stempel. Selber überrascht erhalten. Ja, ich bin auch überrascht, ich bin Link. Verdammt. Echt ein... Dann gab ich hier im Original vielleicht sogar irgendwie 100 oder 200 Rubine, wa? Ich kann mich erinnern, dass, wenn man da hinkam, dass es ein bisschen was Spezielleres gab, als nur, ja, hier hast du. In diesem Sinne. Aber es ist jetzt schon der Tag. Wunderbar. So. Dann, wie gesagt, noch ganz kurz hier Quellwasser holen. Wir geben es einen anderen Typi. Dann kriegen wir vielleicht noch ein Herzteil oder sonst irgendetwas. Und dann machen wir uns endlich auf in die Schneeberge. Einfach Wasser. Jo, das Quellwasser. Teleporten geht leider nicht. Gut, das, jetzt gibt es natürlich auch Sinn, warum es nicht funktioniert. Wäre sonst ein bisschen fies. Aber wir hatten auch schon ähnliche Fälle in anderen Zelda-Spielen, von dem her im Sinne von, ja, bescheißen, nö, das geht nicht, vergiss es. Yeah. Yo. Krass. Hey, Typi. Hier, nimm das. Look. Wieso trinken die mal alle aus meiner Flasche? Das gibt Kraft. Komm später wieder. Let's rock'n'roll. Was versteht ihr unter später? Vielleicht sogar zugucken, wie es kaputt geht. Weil später heißt es vergeht Zeit. Das, also theoretisch können wir doch jetzt einfach ein bisschen porten. Wir müssen sowieso nach da oben. Also ich laufe mal ganz kurz hier hin.
Laufen wir zurück und gucken, was passiert. Das wird dauert echt ein paar Tage, kann auch sein. Wenn wir halt zuerst mal ja, die Schneegebirge uns aufmachen und dann zurückkehren, nochmal nachgucken. Die Schneegebirge waren, glaube ich, echt leicht. Also leicht, sprich vom System selbst her. Ansonsten war es immer so, ein neues Gebiet erkunden, du musst das und das machen, erst dann kommst du zum Tempel. Wüstenlos war es auch ein bisschen anders, aber Schneegebirge war, glaube ich, echt easy. Dafür war der Tempel dort sehr krass. Wieso so hell plötzlich hier? Alter, das wirkt fast so wie in einer Sauna. Ist das verdammt nochmal hell? Der war zum Glück, also ein bisschen weniger hoffentlich. Weil ich passe es immer mit ein paar Filter an, wenn es ein bisschen mehr Kontrast hat und so. Die Geronen, was ist denn los? Ist doch bloß ein Wolf. Der tut doch nichts. Der will doch nur gestreichelt werden. Nö, der Wolf hier nicht. Nur mich darf diesen Wolf streicheln. Also, die Wolf sind nicht übertrieben, sie tut's einfach. Der Weg ist auch schon frei. Die Frage ist, was bringt uns das überhaupt? Einfach nur damit der Weg frei ist? Nehmen wir doch anders. Jo, danke. Wie war denn das denn jetzt hier der Weg frei ist? Ist echt nur als Abkürzung gedacht, Leute? Gemeint 20 Rubine hat es bloß gekostet, dass ich jetzt da einen großen Profit kriege. Ist natürlich eher unwahrscheinlich. Jo. Sehr bloße Abkürzung. Ja gut, ich meine, verkehrt ist er nicht, wa? Das ist ein bisschen freischalten. So. Egal, machen wir uns auf in die Schneegebirge. Da heißt natürlich erst einmal müssen wir nach Ranell. Flussoberlauf, Zura-Höhle oben oder wo... Was ist eigentlich immer dieses Symbol da? Seltsam. Vielleicht ein anderes Mal. Gehen wir mal zum Flussoberlauf, wa? Ah doch, jetzt weiß ich wieder, was da kommt. Genau, wir müssen erstmal noch ein bisschen... Ein bisschen was anderes machen, hä? Wieder so verdammt hell gerade. Naja, egal. Dann gehen wir doch mal zu den Zuras hoch und gucken, wie es denn da mittlerweile aussieht. Ob die... wohl dann zum Friedhof an Kakariko, verdammt. Wegen Jungen. Kannst du noch später machen. Was? Ist nah dran oder was? Ah, jetzt klappt's. Da unten können noch ein paar Wasserbomben zünden lassen, aber was bringt das schon? Das war, glaube ich, hier, wo wir durch können. Hey Zoras, wie geht's? Genau, und da wollen wir hin, weil die gute Ashley soll doch hier sein. Schneetempel, ey. Naja. Jo, da ist der auch schon. Michael! Kennen wir uns? Ah, schon besser. Alter, was für Augenringe die hat. Und wie diesem hier, könnt ihr dich auch fragen. Die Höhle der Zuras eingefroren war, ist in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zuras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Erste Zeichnung. Zeigt eine riesige weiße Kreatur, die einen roten Fisch geschultert hat. Hat er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen? Ja, okay, ich erinnere mich wieder. Wie das sein könnte jetzt, können wir uns hier warpen. Gut. Nochmal ganz kurz zurück nach Kakariko. Zum Zora-Jungen.
Da mal überlegen. Ja, doch, das müsste so und so gewesen sein. Und dann waren wir, glaube ich, schon oben. Und dann hat er uns... Ah, doch, es fügt sich langsam zusammen. Das Puzzle fügt sich zusammen. Ich glaube zumindest. So, es ist Tag. Alex ist trotzdem schon mal bereit. Der Junge ist auf dem Friedhof. Können wir ihm jetzt bereits helfen? Oder ist einfach nur eine... Nein, beinahe gesagt, nettes Gespräch. Nee, einfach nur halt ein Dialog, der trotzdem interessant sein könnte. Wer weiß, der Preis ist heiß. So, haben wir jetzt irgendwo einen Hinweis darauf, wo er sein könnte? So ein paar Raben, Insekten hatten wir alles schon. Und da ist der Junge auch schon. Jo, beim Grab seines Vaters. Du bist Michael, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Michael die Zoros nach Mischke selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass mich wissen, jederzeit. Bitte. Ja, vielleicht kann er uns echt so helfen. Das sieht sie gar nicht, okay. Guck mal. Ist nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Kann uns doch helfen. Sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zoras gibt. Diese schöne Melodie. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es auch uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Michael, dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Danke! Wenn du mit der Angel, wenn du eine Dunstforelle fangen willst. Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Heute begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an Doppelfelsen in der Nähe des Bassins und dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot, du wirst sie leicht erkennen. Danke dir, mein Junge. Oh, diese Musik, ey. Die macht mich so traurig. Aber auch irgendwie dankbar. Link, kannst bitte mal... Hey, du sollst tauchen. Wieso macht der Spur? Das soll tauchen. Will mich jetzt hier verarschen? Okay, bereits kombiniert, geh ich mal so unter meine Fresse. Und schon sind wir am Flussoberlauf. Ups. Doch ein bisschen falsch. Upsi, mein Fehler. Verdammt Mist. Da habe ich mich verkalkuliert. Was für ein Scheiß. Naja. Gibt Schlimmeres, Freunde. Gibt durchaus Schlimmeres. Nochmal zurück hier auf Flussoberlauf. Kannst auch Zora-Höhle nehmen und nehmen, dann runter muss. Ich glaube so besser. Oder sagt er im Doppelfelsen, wa? Oberlauf, Zora-Fluss. Alter, links so, hui, und Mine dann, hui, hui, So, dann schnell mal zurückmorphen. Wollte sagen, wie geht's eigentlich?
Okay, die Doppelfelsen. Das müssten ja eigentlich die hier sein. Da oben ist bereits... Doppelfelsen. Müssen die eigentlich... Da oben? Nee. Komm on, muss ich doch irgendwo sein, wo ich angeln kann, ne? Ich muss irgendwie da reinwerfen. Ne, versuch's mal hier. Ja. Wenn von der Höhe nicht geht, ist natürlich ein anderes Thema. Ne, ich muss ja runter, geht gar nicht anders. Das sind doch gar keine Doppelfelsen. Ne, link runter. Ich meine, da war auch ein Wasserfall, war. Man kann ich eigentlich... Da unten angeln kann ich ja nicht. Also Wasserfall hier wird schon stimmen. Darunter kann ich nicht. Hier oben angeln ist natürlich auch Quatsch, haben wir gerade gesehen. Link ist bitte mal hoch, dankeschön. So, versuch's mal hier. Oh. Ja, genau in dem Moment, wo er gerade loslegen wollte, sehe ich es natürlich. Da hat sie den Doppelfelsen. Wieso habt ihr das erst jetzt gesehen? Da haben wir noch einen Set, aber auch schon. Ist das Prinz Rallis? Nö. Ja, da sieht man auch schon die roten Fische. Ja, bin also doch hier richtig gut. Ich kann zwar hier hochklettern, aber wird so, glaube ich, schon klappen. Ich frage mich zwar, ich meine, das sind ja Zoras. Ist das nicht irgendwie ein bisschen crazy, wenn ich dann hier angle? So, merken wir uns beim grünen Bereich, weil das angebissen hat, zieht sie nach unten. Ja, muss erst mal... Was? Ja, komm, noch ein bisschen. Runter mit dir. Hä? Ja, da hat es gerade dran ja vielleicht benutzt sogar den falschen Button, aber nee, aber jetzt schon, wir haben nur 3 zur Auswahl. Angeln zurückholen, A und B, aber schon alle ausprobiert. Okay, ja, ist natürlich zurück, gell? Also wenn es zurück steht, dann geht natürlich nichts. Da müsste doch eigentlich B sein, B zum Einholen. Hä? Ist doch nichts Neues? Was sehen wir auf einen anderen Slot legen? Nee, kann es auch nicht sein. Okay, also jetzt ist langsam Feierabend. Was ist denn los? Also irgendwie Fangbuch. Nee, da steht auch nichts drin. Hä? Ja, jetzt Seltenheit. Warum im Angebot? Was zum Henker?
Das stimmt schon. Hat er mir irgendwas umgestellt jetzt? Ich kann nicht mehr angeln. Was zum ist jetzt los? Ja, aber... Ein paar Trockenübungen machen. Das ist jetzt total crazy. Ich meine, ich habe doch gar nicht so viele Buttons, die ich irgendwie klicken könnte. Okay, nee, bringt nichts, Leute. Das kann halt gar nicht sein. Jetzt vielleicht mal einen ganz kurzen Strategiewechsel machen und da die Steuerung nachgucken. WTF? Ja. Guck gerade mal ganz kurz hier. Ey, das kann gar nicht sein. Ist natürlich auch überhaupt nicht peinlich und so. Nee, überhaupt nicht. So, komm Leute, kann nicht so lange dauern. Ich will jetzt irgendwie ungern da bereits einen Part abschließen und ändern. Also wir Rennen halt kurz pausieren. Nee, come on, also. Okay, jetzt plötzlich. Hä, aber er hat doch mit R gedrückt, da vorhin schon. Eine Dunstforelle, du hast es geschafft. Ja, irgendwie schon. Auf sehr skurrile Art und Weise. So, jetzt schnell transformieren und daran riechen. Mal einen Geruch merken. Jo, gerne. Geruch und Fisch gewittert. Ja, und jetzt kann ich ihn fressen. Ich meine, gefangen habe ich ihn ja, von dem her. Dunstforelle. Jo. Aber wieder zurück. Naja, geht natürlich auch so. Gut, Leute, hätten wir das jetzt. Das heißt, wir können uns im nächsten Part dann doch auf dem Weg in die Schneegebirge machen. Zwar als Wolf, aber ist egal. Und dann werden wir vermutlich die ein oder andere große Überraschung erleben. Was das gerade war ja mit der Angel, keine Ahnung. Er hat das Ganze mit R und so gemacht und jetzt war ich irgendwie im roten Bereich sogar, wo ich die Angel rausgezogen hatte. Vorhin, wo es im grünen und gelben Bereich versucht hat, nix am roten schon? Hä? Das ist eigentlich unlogisch. Naja, Hauptsache es funktioniert, nicht wahr? Meine Stimme kratzt gerade ab, natürlich auch sehr schön. Und Ashley ist nicht mehr da. Ernsthaft jetzt? Wo ist die hin? Die Spur wird uns bereits angezeigt. Jo, also passt es. Uah. Link vielleicht ein bisschen zurück, sonst fällt sie nach runter. Und ich glaube, zurück geht's ja nicht mehr so schnell. Ja, in diesem Sinne nochmal danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Dann geht's aber echt da hoch und ja, es wird ziemlich frostig, also vor allem als Wolf. Das liegt irgendwie nicht friert und Mintner sowieso nicht, die haben relativ wenig an. Das wundert mich jetzt schon. Bis dahin, ciao zusammen. Na, Link, heul?
Heulen? Wahoo! Mina? Ein Abschlusskommentar? Nö. Link tanzt irgendwie mit einem... Ja, mach's jetzt, genau. Bis nächstes Mal. Tschüss!